Ciao, ihr wunderschönen Menschen, willkommen bei einem neuen hier Black Ops 2 Gameplay. Heute geht es um Sachen, die wirklich jeden aufregen, und dann geht es noch ein bisschen um GTA 5. Also, ihr habt geschrieben, GTA 5 soll ich mal ein bisschen drüber sprechen. Das mache ich heute mal ein kleines Stück. So, das war's jetzt mit GTA 5. Nein, also kommt noch ein Wort dazu, glaube ich. Und die Karte kenne ich nicht, das ist aber schön. Und die Waffe auch nicht, also komplett blind hier. Die ganze Runde. Aha, Gegner. Oh, der zielt ja mal unglaublich langsam. Der ist ja schlecht. Ja, der ist sau schlecht ist der. Ich bin ja auch sehr schlecht. Aber egal. GTA 5. Also, es gab heute einen neuen Trailer. Den ersten Trailer, den gab es auch schon. Oh, der braucht ja ewig, bis der mal hier zum Zielen kommt, ey. Hey, da bringe ich ja 3 Kinder auf die Welt. Und werde sie erwachsen machen bis zum 18. Lebensjahr. Schneller als der Typ hier zielt, hey, meine Fresse. Es gibt schon 2 Trailer zum GTA 5, zum wahrscheinlich nächsten geilsten Spiel des Jahres 2013. Es kommt raus im Spring, also im Frühling heißt es, Spring, Winter, ich meine Sprühling, Sprühling. Und ich finde hier keine Gegner irgendwie, also könnte daran liegen, dass es hier, ach, da hinten ist, ja gut, dann nehmen wir nochmal eine andere Waffe. Ja, schön, die MTA, die ist cool. Ein Hardcore-Server hier mit auch Einstücksverzögerung, dass es auch schöner ist. Ne, hab gerade nicht gewonnen, deswegen muss ich gerade die Wahrheit sagen. Und GTA 5 kommt raus, wie schon gesagt, im Frühling 2013. Man kann es jetzt schon bei einigen Seiten vorbestellen für, ja, Geld. Also ich habe es auch schon gesehen für 30 € zum Vorbestellen, aber das ist halt dann, glaube ich, die russische Version von dem Spiel, weil es da billiger ist und so weiter. Gab ja mal ein Video dazu, zu den russischen Keys. Aber ich muss sagen, GTA 5, ja, hallo, hey. Also, oh, so ein geiles, ich sehe keine Gegner, hallo, wo sind sie denn alle? So ein geiles Spiel, ja, leck mich doch am Arsch. Also, was Geileres gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. Also, GTA 6 vielleicht noch, ja, aber das kommt dann irgendwann in 5 Jahren raus, oder sagen wir mal in 2 oder 3. Oh Gott, Messer. Ja. Ich fand das Spiel GTA seit irgendwie, was hat denn der bitte am Rücken? Hey, hier eine Tür oder was? Oder ein Auto? Ich trage mein Auto immer bei mir. Kann ich immer Auto fahren? Ja. Oh. Fuck you. Ich bin GTA-Fan seit GTA Vice City auf der PS2 damals noch. Oh Gott, das war geil, hey. Oder was auf PC? Ich weiß es gar nicht. Auf PC auf jeden Fall, ja. Freilich PC gab's das. Also so ein geiles Spiel, ja, der Wahnsinn. Ja, wirklich war, der Wahnsinn. Und das war schon geil. Und dann GTA, was kam danach? GTA San Andreas. Boah, war noch geiler. Nee, GTA San Andreas hier mit den Gangs, das war ja so geil, dass man hier seine eigene Gangs machen konnte. Und dann musste man immer auf so einem bestimmten seine ganzen Gebiete halten. Oh, das war so episch, ey. Hat so Spaß gemacht und das ganze Geld. Und man konnte mit dem Auto und Fahrrad fahren und Flugzeug. Und man konnte Führerschein machen. Man konnte den Autoführerschein machen. Fuck you. Man konnte den Fahrradführerschein machen und auch den Flugschein. Wenn man die schafft, bekommt man jeweils, also wenn man die sehr gut schafft, bekommt man jeweils eine Belohnung dafür. Und ich glaube, beim Autoführerschein war es ein Auto und halt so weiter, Flugzeug und Motorradführerschein. Also das war echt saugeil. Ah, fuck you. Ah, jetzt ist da eine Granone. Jetzt ist das Russisch. Kann ich fließend sprechen. Kann ich sprechen fließend? Nee, hoffentlich nicht. Und das war ja mal geil. Und dann gab es noch die Skills da, wenn man jetzt öfters zum Beispiel mit dem Fahrrad in die Luft springt oder irgendwas macht oder mit dem Fahrrad fährt, dann ist sein Fahrradskill gestiegen. Das war ja so geil. Also das hat auf jeden Fall Spaß gemacht ohne Ende. Wirklich war ja, was hat denn er jetzt bitte? Hat er jetzt gleich einen Panzer geklaut oder was? Ich nehme meinen Panzer und mein Auto mit, ja. Aber das war so cool. Und dann Auto-Skills und Muskeln. Muskeln sowieso, das mit dem Sport machen, das war ja so hammergeil, hey. Die Karte mag ich nicht, deswegen bin ich echt scheiße hier auf der Karte, aber macht nix. Ein bisschen kann man schon reißen, aber halt auch nicht so viel, weil ich finde die Karte, die, weiß ich nicht, kenne ich noch nicht. Erstmal gespielt jetzt. Ah, da war ein Gegner. Ah, fuck you. Und ist halt nicht so schön. Also auf jeden Fall GTA San Andreas sehr geil.
Und GTA 4, ja, war auch, ja, hey, was war das geil, was hab ich da gerne, Menschen überfahren, hey. Also das ist eigentlich das Hauptding, was man in GTA 4 macht, Menschen überfahren und Menschen zusammenschlagen mit einem Baseballschläger. Ich glaube, das machen alle und 90% der Spieler machen das in GTA 4, weil es gibt eigentlich nichts anderes. Ja, die Missionen sind cool, ich habe es einmal durchgespielt oder 1,5 Mal, hat gereicht. Weil ich dann bloß noch Spaß wollte. Die Missionen waren lustig. Ey, die Missionen sind lustig gemacht. Das gefällt mir auf jeden Fall. Geh hoch. Jetzt. Und der ganze Rest war echt super gemacht. Atmosphäre super, wunderbar. Passt. Und saugeil. Also GTA 4 echt einfach schönes Spiel, auch die beiden Add-ons. Liberty City Stories war das ja auch sehr episch und geil. Und mir gefiel sogar Gay Tony besser als The Lost and Damned, weil immer mit Motorrad rumfahren, es nervt nach einer Zeit. Es ist schon cool, ne? Aber das ist doch egal, mit was ich jetzt da rumfahre. Ob ich jetzt mit dem Motorrad, mit dem Dreirad, mit dem Zweirad, mit dem Einrad rumfahre, das ist doch eigentlich wurscht, aber egal. Ja. War ein geiles Spiel, hat auch Spaß gemacht. Und was noch geil war, das kam nach GTA 4, das war eine Mine, fuck you. Oh, der Typ mit seiner scheiß Mine, der nervt voll der Kanne. Nach GTA 4 kam nämlich Red Dead Redemption. Und Red Dead Redemption war ein geiles Spiel und hat mir auch gefallen. Habe ich jetzt auf 2 Konsolen oder 3 sogar, ich weiß es nicht. Und echt, das macht als so ein Spiel, das macht Spaß. Oh, jetzt... Ach so, gut. Sowas macht Spaß, ja. Also das ist geil. Mit Pferde und so ein Scheißdreck. Und Reiten und Kacke. Und Pflanzen und so ein Scheißdreck sammeln. Herrliche Sache, hey. Und dann jetzt kommt endlich zur Krönung GTA 5 raus. Ich freue mich drauf. Die Trailer wurden schon analysiert von Supersuchtis. Könnt ihr mal kurz reinschauen. Auf meiner Facebook-Seite gibt es den aktuellsten Analyse-Trailer zu eben Black Ops, zu eben GTA 5 Analyse gemacht. Dingsbums, wo ist der Gegner? Ach, da oben bestimmt. Ja. Und wirklich sehr geil. Ich fand ihn super lustig, den Analyse. Und hallo, den Trailer, ey. Schaut's ihn euch an. Der ist so geil. Also die Grafik wird das schon mal allein wegen der Grafik. Wenn man nur geradeaus gehen könnte, würde ich das Spiel kaufen und spielen stundenlang. Nur geradeaus, in einem Raum von mir aus, ja. Wäre mir wurscht, aber es sähe geil aus, ja. Das wäre episch und man kann so viel, man kann Fahrrad fahren, man kann Crossbike fahren, man kann biken, man kann Raubüberfälle machen, man kann, was kann man noch alles machen? Man kann, ja, schaut euch den Trailer an, mein Gott. Dann gibt's Taxi und es gibt wieder Taxi-Berufsmissionen, scheiße, geile Kacke. Oh, Taxi! Und dann gibt's noch, Meltdown, nee, na dann lieber einen geheimen. Ja, weil Meltdown ist doof, ja. Dann gibt's Taxi, scheiße. Was gibt's noch für eine andere Kacke? Krankenhaus natürlich, Taxi, Krankenhaus. Und noch ein drittes, ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube wieder Prostitution. Das war ja auch so geil in GTA San Andreas. Ach komm, mal ein neues Match suchen, ist ja nicht so wild. Machen wir doch einfach weiter. Ja, ist doch wurscht. Machen wir jetzt mal ein normales ein normales Team Deathmatch. So. Finden wir auch gleich Matches. Ist ja wurscht, wir haben ja Zeit, Leute. Entschuldigung. Und das ist auch so Hammer. Also die ganzen Missionen da, jetzt kann man wieder so Geld machen. Ach, ich freue mich. Dann, man kann sogar Banküberfälle machen. Dafür muss man aber, oder auch für einige andere Sachen, muss man ein bestimmtes Geldminimum haben, dass man die vielleicht bezahlen kann oder einfach bloß bestreiten. Ich weiß es nicht. Also, ich habe hier $3, ich will einen Banküberfall melden. Ja, das geht nicht so. Da brauchst du mindestens $5. Hey, aber das sage ich dir gleich. Hey. Also wenn du mit $3 angeschissen kommst, dann kommst nicht so weit, ne? Und das ist auf jeden Fall geil. Ja, die Nebenmissionen. Die Nebenmissionen werden so wunderschön traumhaft, hey. Also allein die Nebenmissionen, ich sag's euch, Leute, zockt die Nebenmissionen und den Rest von dem Spiel. Ja, da kommt gleich ein Gegner. Es ist ja da Wahnsinn, was in dem Spiel alles möglich sein wird. Oh, wir können wieder Fahrrad fahren, wir können wieder Helikopter springen, wir können... Ja, bleib doch mal stehen, du Arschloch. Oh, 2 Idioten. Oh, toll. Oh, weil das so eine scheiße dumme Waffe ist, ja? Die hilft mir gar nichts. So, wieder meine... Ach, jetzt ist ein Riesenruf.
Ach ja, ich hab dich gesehen. Na, endlich. Oh, das ist ja eine schöne Waffe. Gut, dass die bloß einen Schuss schießt. Hey, gut, dass mir das gesagt wurde vorher. Ja, ist ja wurscht, nee. Und, also auf jeden Fall damals schon ein geiles Ding. Ja, leg dich halt in alle C und die Spieler legen sich immer hin. Hey, das ist der Wahnsinn, ja. Das machen alle. Also 90% davon. Und, dann gibt's also erstmal die ganzen Scheißsachen. Und dann eben das Schönste ist ja immer noch erstmal die Story spielen und alles genießen. Aber irgendwie das Schönste ist trotzdem immer noch einfach so rumgehen, rumrennen, rumfahren und irgendwie Leute überfahren, Musik ins Auto machen und dann Leute überfahren. Also das hat am meisten Spaß gemacht in GTA, weil es einfach am geilsten ist, weil du kannst das machen, ja? Warum mache ich das? Weil ich es kann. Das ist einfach so episch, das haut mich fast um, so episch ist das, ja. Also das ist wirklich das Geilste überhaupt an dem Spiel. Die ganze Zeit Leute überfahren und mit dem Baseballschläger zusammenschlagen, das macht Spaß, ja. Ich mache das so gerne, erstens, weil es Spaß macht und zweitens, weil die Engine so super ausschaut. Mir gefällt ja von dem Spiel immer die Engine so sehr. Also wie das jetzt ausschaut, wenn ich jetzt überfahre, dass ich jetzt zum Beispiel sehe, jetzt haut's nach links, jetzt haut's nach rechts und so weiter. Sowas ist geil, sowas. Ich bin dann, ich bin saudumm, bin ich. Ich kann nicht schwimmen oder was. Also sowas haut mich immer um, weil das ist eben das Ding. Ich sehe sowas gern, so Grafikdinger, jetzt wie fliegt der wenn ich den so treffe oder wie fliegt jetzt der, wie bewegt sich der, wenn ich ihm ins Gesicht schlage und so weiter. Sowas ist geil. Sowas ist auch sehr schön, finde ich, ja. Sowas ist wirklich interessant, meiner Meinung nach. Ach, jetzt lebt da immer noch einer. Ja, scheißegal, lass mal ein Leben, hey, der tut mir bestimmt nichts. Ah. Und sowas ist auf jeden Fall geil. Also GTA 5 wird episch. Deswegen auch heute die längere, sogar 2 Matches heute, statt dem üblichen einen Match. Aber keine Angst, ist die Waffe scheiße. Aber nächstes Mal gibt es vielleicht wieder 1 oder 2. Kommt aufs Thema an. Wenn ihr mir ein Thema schreibt, über das man lange reden kann, über das ich spontan lange reden kann, das war mein Kill. Dann schreibt's in die Kommentare rein. Ich werde eure Themen, die mir gefallen, also jetzt irgendwie nicht so, was hältst du von Bratwurst, besprechen. Und, fick dich. Die werde ich besprechen. Ach so, natürlich. Und dann auch behandeln, ausgiebig und so weiter, Scheißdreck. Und mein zweites Thema war, wie schon gesagt, das kommt im nächsten Video dran, weil das Video heute eben so lang wurde. Sehr schön noch hier die Runde schnell zu Ende spielen. Und dann war es das schon wieder. Fuck you. Ich würde gern weiterspielen jetzt und viel länger, am besten noch Black Ops. Und Assassin's Creed 3 muss ich noch weiterspielen. Man kann Schiffsschlachten machen. Hey, ist doch das Geilste, oder? Schiffsschlachten in so einem Spiel. Das ist auf jeden Fall geil. Ah, nee, das will ich noch nicht. Oh, verkackt. Ah, ich hab ja verkackt, ey. Da kommt einer raus. Ja, wenigstens habe ich das gewusst. Und Schiffsschlachten sind episch. Und der ganze andere Scheiß ist noch epischer. Aber was ja am epischsten ist, das ganze Spiel, also, boah. Und ich hätte am liebsten so, aber ich habe so wenig Zeit zur Zeit, also das ist der Wahnsinn. Ja, dieses Scheißstudium nebenbei, das regt mich so auf. Ja, mein Gott, ja, muss ja, ne? Ja, muss ja. Und was auch noch schön ist, fuck you, ich habe ja vorhin noch ein bisschen jetzt einfach bloß so dummes Drecksgelaber, dass halt das Spiel noch vorbeigeht. Ich habe ja jetzt vorhin, war ich einkaufen ein bisschen. Und dann fahre ich halt rechts ran. Ich blinke rechts, weil ich dann anzeigen will, andeuten will, dass ich jetzt gleich stehen bleibe rechts. Und ich bleibe rechts eben stehen und lasse halt eine Bekannte von mir raus, aus dem Auto aussteigen. Und hinter mir hupt so ein dummes Arschloch. Ja, ich dachte, mein Schwein kackt auf meinen Sitz oder was. Hey, du blöder Wichser. Und gleich zurückgehupt. Er dachte, vielleicht kennt er mich ja, ne? Und will mir sagen, hey, ich kenne dich. Aber wahrscheinlich war es nicht so, weil er dann sauer wurde. Aber ist ja eine andere Geschichte. Im nächstes Mal wird es entweder ein Thema von euch geben oder darum, warum Werbung scheiße dumm ist. Und ja, es wird gebraucht, das ist keine Frage, aber Werbung regt mich auf. Und was mich noch aufregt, seht ihr in der nächsten Folge. Oh, ich bin erster wunderschöner Match. Heute sogar ein Level gemacht. Bis zum nächsten Mal, bleibt so schön. Das war's wieder von eurem YouTuber des Vertrauens. Und dann, tschüss.